Hey, willkommen zur nächsten Folge vom Podcast vom März. Ich darf heute euch quasi interviewen, so SRF-mässig. Corinne hat sich schon gefreut wie verrückt, genau. Ja, das glaube ich, genau. Und ja, du bist heute so Ehrengast, wobei eben, du bist ja hier eigentlich... Ich bin eher der Gast. Von dem her... Nein, du gehörst auch zur Familie mit. Ja, danke. Definitiv. Nein, freue mich, euch jetzt da ein bisschen ausfragen über das, was war, aber vor allem über das, was kommt. Und das ist ja die grosse Reise, wovon wir schon ein paar Mal geredet haben, aber immer nur so ein bisschen am Rand. Und heute gehen wir da sicher ein bisschen mehr darauf ein, dass die Leute ein bisschen Einblick bekommen, aber auch so ein bisschen spüren, ja, wie macht man überhaupt so eine lange Reise? Oder wie plant man das? Wie geht man das an? So, von dem her, aber zu dem später. Genau. Ja. Ein Highlight jagt das nächste, kann man eigentlich sozusagen sagen. Das kann man wirklich so sagen. Kaum sind wir hier reingezündelt mit Chaos und Judy Hui und Tralala und Halligalli. Noch gar nicht richtig eingerichtet, kommt schon das nächste grosse Projekt. Ja, genau. Ja, ich freue mich jetzt ein bisschen. Ihr habt es gerne. Der hat gerne, wenn etwas läuft. Ja, genau. Mein Jahresmotto ist ja «In Bewegung bleiben». Genau. Das passt nicht schlecht. Sehr schön. Hey, wir sind jetzt eine Woche da innen, fix. Wie gefällt es uns? Oder dir? Oh, du musst auch die Haare ein bisschen wegnehmen vom Mikrofon. Hey, sehr gut. Vor allem die grünen Sachen gefallen mir. Ja. Und dass es so hell ist und irgendwie kleiner wird, das gefällt mir. Ja. Das ist das Gegenteil vom Büro, das wir hatten. Ja, das stimmt. Ja. Vorher war ja alles eng und überstellt. Ja. Und hier kann man wirklich ein bisschen schnaufen, oder? Aha. Wir haben sogar echte Pflanzen. Ja, ich hoffe, die ist ja noch gut. Wir können jetzt gerne eine Wette abgeben. Wie lange lebt sie? Hey, ich hoffe ganz lang, die Ja. soll uns begleiten. Nein, ich weiss es auch nicht. Also, ich habe auch schon ein bisschen Angst, aber das kommt dann grundsätzlich auf euch drauf an, wenn wir Ja, das fort stimmt, sind, wenn ihr fort dass seid. die muss am Leben bleiben. Aber grundsätzlich sehr happy, viel da. Ja, wir sind glaube ich, ja, wie auch bei jedem solchen Projekt. Es ist ein bisschen Chaos und ein bisschen Hi und Hop. Und jetzt, ihr seht es auch nicht. Oben haben wir noch ganz rostige Rohrartillen, die wir plötzlich entdeckt haben letzte Woche. Das ist die Farbe, die frisch draufgesprüht ist worden, schon wieder fort ist. Ja, wir haben noch im Labor Buff, wir haben noch, das Internet ist noch nicht so schnell, wie es sein sollte, das Lernen. Wir haben noch diverses, was wir machen wollen. Aber wir haben von Anfang an gesagt, es ist so ein bisschen Work in Progress. Also wir haben gesagt, hey, bis Ende März wollen wir, dass es hier cool ist, dass es super ist, dass es Fakt, dass die Leute, die hierher kommen, für einen Besuch zu machen, für ins Labor, für zu arbeiten, dass die hier eine saubere Sache haben, dass wir mit gutem Gefühl gehen können. Bis dann haben wir noch etwas zu tun. Aber grundsätzlich spüren wir jetzt langsam so ein bisschen, es wird wirklich cool. Und das fängt mega, das motiviert, ja. Und du hast ja auch schon aktiv da innen shooten. Wie ist das? Ja, genau. Wir hatten schon 2 Shootings letzte Woche und einen Podcast aufgezeichnet, mit im Chaos. Ja, ich habe mich so ein bisschen, fast ein bisschen geschämt, einerseits, weil es noch so ein Buff war. Du willst ja, wenn du etwas Neues machst, hast du ja hohe Erwartungen und nimmst an, dass die Leute von draussen das so haben. Und wenn sie herkommen und dann denken, das ist gar nicht so cool, wie ich es gedacht habe. Das Lustige ist, Flavia schon vorbeigekommen und gesagt, es sieht ja viel grösser aus und viel cooler, als sie gedacht haben. Das hat schon mal motiviert. Du denkst so, cool. Und von dem her habe ich das Gefühl, es kommt gut. Und sicher ist aber, muss ich noch ein bisschen reinkommen, wie belichten ist hier, wie kann man coole Sachen machen. Es war jetzt mal ein erster Versuch, der ist gut gekommen. Aber auch da ist sicher noch einiges zu tun. Genau. Aber es ist Fakt. Und ich freue mich sehr. Und die Leute haben bis jetzt immer sehr positiv Eindruck gehabt. Ja, was das ist finde ich auch, ja. Aber du hast ja heute ja schon Gäste vom Labor, glaube ich, kurz reingeschneit. Ja. Die haben zwar nicht gross etwas gesagt. Mal Julie hat gesagt, wow, mega schön. So. Aber es ist sehr kurz und knapp. Sehr kurz, ja. Wieder gegangen. Ja. Genau. Das kommt jetzt dann. Genau. Ja, genau. Nein, aber der ganze Umbau, der ganze Umzug, mir hat es mega gefreut zu dürfen. Und mitreden hat jemand hat mich gestern gefragt, so, ja, ob ich den auch hätte mit eingeben oder nicht und so. Und ich gesagt, ja, mega viel dürfen mitreden. Und das finde ich mega schön. Und mit dem du auch, hast du auch mega eingeben und das, oder wie würdest du, weißt, wie hast du den ganzen Umzug, Umbau empfunden? Wie war es für dich? Ja, mal. Ich glaube, ich habe schon ein bisschen mitreden, aber es ist ja vor allem auch ein bisschen um euch gegangen, was ihr brauchen könnt. Bei mir waren vielleicht eher Details oder so. Weißt du, jetzt, ja, Teppich würde ich cool finden oder irgendwie so Sachen. Ja, aber das ist mir, ja, Also du hast viele coole Sachen reingebracht. Es gibt eben, der Teppich ist von dir, der Stuhl, der noch nicht da ist, ist von Corinne.
Du hast aber schon ein sehr gutes Auge, so, finde ich. Und siehst vor allem, wo muss man Ohrung machen. In dem ist es mega gut. Du hast eine genaue Idee, und da, tut noch da, und tut das verstecken, und tut das nicht hierher. Und eben, vorhin hast du die schwarzen Kabelbinder, die ja, wirklich furchtbar sind. Bist du schon ein paar runternehmen, gell? Und hast schon weisse her da. Ganz kleine Details, wo man denkt, das ist doch eigentlich nicht wichtig. Und gleich ist es eben im Großen und Ganzen wichtig. Genau. Und mega schön. Und ich glaube, es ist ja eben, ich habe vorher gesagt, du gehörst auch ein bisschen zur Family. Ich glaube, es ist ja, wir sind alle miteinander verknüpft und verbunden. Und das finde ich das Schöne, dass sich eben alle reingeben. Das ist mir immer wichtig gewesen. Und ich trage sicher schlussendlich die Verantwortung und alles, aber mir ist wichtig, dass da verschiedene Sachen zusammenkommen, um etwas Grosses zu entstehen. Und das wird sich sicher noch ändern, wenn auch Leute hier noch mehr ausgehen und dann plötzlich merkt, da müssen wir vielleicht noch etwas ändern oder so. Aber ich finde, es ist ein bisschen Work in Progress, wie schon gesagt. Ja. Ich habe es mega schön gefunden, aber sicher ein Lob an dir, dass du eben so offen bist für Ideen, dass du nicht einfach sagst, so ist es und so machen wir es, fertig. Das habe ich mega schön gefunden. Und auch so zu beobachten, dass ihr eigentlich zusammen so ein gutes Team seid, so gut macht, das ist sehr inspirierend. Meine Frau hat Freude, wenn ich mehr involviere, das schneiden wir eine Scheibe ab. Ja, wir probieren immer wieder, gell? Wir haben ja unsere Fights daheim. Ja. Das kann man vorstellen. Ja. Hat es so Momente gegeben, wo ihr wirklich so ein bisschen denkt, hey, so geht's nicht. So. Jetzt im Zusammenhang mit dem Büro. Ja, vor 2 Tagen. Okay. Sie geht schon nehmen. Oh, Samstag. Ich weiß nicht mehr was. Ich weiss auch die Lampe da vorne. Ich dachte, ja, nee, ich würde jetzt ein bisschen wärmeres Licht oder so. Und ich sehe so aus, wie sie Ruhesinne dran hätten. Das weiss ich Aha, vor dem Fenster. Und ich dachte, da würde jetzt andere in meinen Augen schöner aussehen. Ich dachte, hey, aber jetzt ist es tipptopp. Ja. Und das andere weiss ich schon. Mal wegen dem Norizio, wegen dem Entwickler hin und her schieben. Ja. Dann haben wir gerade ein bisschen schlechte Laune gehabt. Aber das gibt es manchmal, ja. Ich glaube, wir sind so ein bisschen, manchmal auch ein bisschen das Typische, der Mann hat es gerne praktisch und die Frau hat es gerne schön. Ich glaube, das gibt es bei uns schon auch ein bisschen. Wir sind, als wir in Ikea waren, wo du dabei warst, ist so lustig, ist eine Frau nebendurch gelaufen und gesagt, ja, das klingt bei mir daheim genau gleich. Der Mann will immer alles praktisch und schnell und sie will es schön und dann finden sie sich auch nicht. Und das haben wir sicher auch. Ich glaube, mir ist schon wichtig, dass es ästhetisch ist und schön ist. Aber eben, manchmal muss ich auch sagen, wir haben ein bisschen anderes Empfinden, manchmal was schön ist. Zum Beispiel, nur so als Beispiel, wenn ich im alten Büro habe Poster aufgehängt oder Karten, habe ich die mit dem gelben Malerabdeckband. Ich finde das noch stylisch. Ich finde das irgendwie noch cool. Und das ist für dich absolute Katastrophe. Genau. Und dort musst du vielleicht manchmal akzeptieren, dass ich es halt nachher gleich mache. Und ich will aber auch immer wieder auf sie hören, weil meistens ist es schon besser, wie sie sagt. Ja, genau. das ist immer so ein bisschen ein Spannfeld, gell? Ja, absolut. Cool. Hey, wie ist es, eine Befürchtung war jetzt vom Zügeln her, so wegzukommen von diesen 3 Metern von daheim. Und jetzt hast du halt 3 Minuten zu Fuß. Weißt du, wie empfindet ihr das so nach einer Woche voll easy? Mega blöd. Wie ist es so? Ich glaube, als wir das Büro abgegeben haben, bin ich fast ein bisschen sentimental geworden. Ja. Ich sagte, kommt mit mir jetzt auf eBay, jetzt gehen wir noch in das leere Büro, wir machen noch ein Foto. Ja. So. Ich gewusst, hey, nee, jetzt kann man nicht den Schaft auftun, durch die Berge essen, sondern ja, jetzt ist wirklich ein Weg. Und gleich dachte es mir, ja, sehr nach, weil die Kinder laufen vorbei, weil sie in die Schule gehen, immer 2 von unseren 4. Und das doch, macht mega viel aus. Das sie dich gleich noch sehen, du kannst heute rausstehen und winken, so, gell, wenn du jetzt im Büro bist. So. Ja. Ja, es ist schon ein bisschen anders jetzt. Ich war jetzt nicht wehmütig, so, weil ich einfach genug im Kopf hatte, was ich noch zu tun habe. Dass ich gar nicht so darüber studieren konnte. Aber ich habe mich natürlich auch mit dem lange schon befasst. Also wir sind ja schon 2-3 Jahre immer wieder wegen dem Büro. Ich habe mich schon immer wieder mit dem befasst. Irgendwann werde ich dann weggehen von diesem sehr coolen Setting, das wir hatten. Und ich glaube, aber dass es jetzt eine Zeit war. Und ich bin aber nicht der auch nicht zurückschaut. Und nicht einfach so backführen und gut ist. Aber es ist sicher schon nicht ganz so nur immer einfach. Aber ich glaube, es kommt mega gut. Und das Schöne ist, und da bist du mega gut, Schatz, so, dass immer alle einbinden. Weißt du, wir haben versucht, von Anfang an die Kinder einzubinden. Jedes Mal, wenn wir mit dem Auto sind, neben durchgefahren,
Kind ist am wie gesagt, hey, hallo, neues Büro. Dann sind wir durchgefahren und die Kinder haben rausgeschaut und die Kleineren haben ja, oh, hallo, neues Büro, tschüss, neues Büro. Ja. Und so, und sie gehen schauen, und sie gehen reinschauen. Und die Lynn ist mir auf dem Messen schon, wo wir einen Plan gezeichnet haben. Wir haben immer versucht, eigentlich alle einzubeziehen. So. Ja. Ja. Ich glaube, für die Kinder ist es voll okay. Gerade am Anfang, wenn ich gesagt habe, oh, das neues Büro, nee, aber dann bist du so weit weg und so. Und jetzt glaube ich gar nicht. Ich glaube wirklich so ein bisschen wegen diesem Prozess, weil wir sie wirklich mitgenommen haben. Ich glaube, wegen dem geht es schon. Das hilft, ja. Ja. Ist vielleicht gar nicht so schlecht gewesen, dass wir einen Monat länger gebraucht haben. Ja. Weißt du, es war wie so ein bisschen ein sanfterer Prozess gewesen, Ja, oder? Statt genau. einfach so zack, bumm, und dann ist es Ja. mega gezügelt. Ich glaube auch, das hilft, das hat sicher geholfen. Ja. Und sie sind eben, als wir den Boden gelegt haben, an den Vinylboden oben, sie sind da gewesen, mitgeholfen. Also sie haben jeden Vinylbit mir angebracht, ich habe ihn hier gesagt. Ja. Und sie haben dann die 2 Teile, links zum Manu, rechts zum Metal. Sie haben wirklich mega mitgeholfen. Das Kate ist schon am grössten Kate, der da drin war, und mega müssen briegen, mega schlimm gewesen. Also wir haben schon so wie positive, aber leider auch die eine oder andere ein bisschen traurige Connection zu diesem Raum. Und wir haben, die Kinder waren immer dabei gewesen, so. Ich habe ihnen schon Pläne gezeichnet, gezeigt daheim und so. Und das war echt cool gewesen, ja. Ja, und sie haben jetzt anscheinend mega Freude hier, oder? Denkt Ja. mich, so Ja. Sehr, ja. beobachten, so. Ja. Und vielleicht haben wir gemerkt, jetzt oben im Büro wird es recht eng. Ja. Einfach nur mit dem Entwickeln und so. Und ja, dann weißt du, so, hey, jetzt hier könnt ihr noch richtig austoben. Ja. So, hey, es ist nicht schade, es ist etwas, was am Boden rauslädt. Weißt du, so ein bisschen, es ist schon ein bisschen, ja, einfach das doch, wir haben für euch jetzt so. Voll, ja. Weißt du, so ein bisschen mehr Platz mal. Du hast schon so lange ein Studio wählen und nichts gefunden. Und jetzt hast du etwas. Klar, es ist vielleicht noch ein bisschen anders, aber du hast etwas. So. Wir starten, genau. Ja, genau. Ja, und die Ellen war herzig. Am Samstag waren wir eben ja hier, haben noch ein bisschen eingerichtet. Und dann habe ich schon gesagt, hey, da, in so einer von diesen Kisten, wo wir jetzt da drauf hocken, könnt ihr vielleicht ein bisschen Sachen von euch drin tun? Und dann haben sie eine mega coole Idee gefunden. Ja. Und dann haben sie gesagt, ja, du kommst ja aber da auch Aufgaben machen vorne, Barhocker oder so. Und dann hat sie gestrahlt und so. Jetzt haben sie eine schöne Idee gefunden, ja. Und am Abend, wo du auf der Nachtwacht bist, bin ich dann schon mit allen 4 Girls angekommen. Dann haben wir Popcorn und Schokobons gegessen. Und haben hier einen Film geschaut, hier auf dem Beamer. Mega herzig, so über Leuen in der Nacht. Okay, in der Savanne, mega coole Doku, mega schön gefilmt auf diesem riesigen Bild. Und sie haben es mega gefeiert, ja. Das glaube ich auch, ja. Sie wagen sich noch nicht alleine aufs WC da raus, es ist gruselig, ja. Dann habe ich 3-mal mitgegangen, ja. Aber auch das wird noch kommen, ja. Nein, ich glaube, sie fühlen sich auch schon wohl sehr hier. Sehr ja, übrigens, das WC ist für mich so ein USP mit der verkehrten Tür. Das ist wirklich so... Wieder etwas, was so Meinungen auseinander. Ich finde es mega lustig, mega cool. Das finde ich nicht nur lustig, okay, ja. aber das Holz, das sich ablöst, das müsste jetzt nicht sein. Ja. Aber das finde ich jetzt so etwas Lustiges. Ja. Und mir stört das Spinnhoppeln in den Ecken. Hey, alles gut, ich hätte das selber schon lange können. Ja. Es ist echt so, du siehst dann gehst du raus und dann denkst du wieder nicht mehr dran. Und dann das nächste Mal gehst du rein und dann, nein, das Spinnhoppeln sind gegen da. Ja. Jetzt vom einen Abenteuer, so Umbau, Zügeln, zum nächsten, wie wir gesagt haben. Ja. Ihr geht jetzt an Ostern für 4 Monate fort. Heute genau in 4 Wochen. Ja, 10. Montag in 4 Wochen, ja. Krass. Wie kommt es dazu? Wie kommt die Idee? Und wie geht man das an? Ich glaube, wir waren schon ein bisschen Reisenfüdler. Auch schon, als die Kinder klein waren, schon mit Baby, mit der Ellen sind wir mit 3 Monaten von Australien, Neuseeland. Und wir lieben es einfach. Vielleicht haben wir wegen dem auch nie so ein Bedürfnis gehabt, ein Haus zu bauen, sondern haben einfach eher klein wohnen, dafür dann reisen und dort halt ein bisschen Geld investieren. Gell? Und einfach so, Und, jetzt bin ich ein bisschen abgehauen. Kannst du Das ist gut. Und ich glaube eben, dadurch, dass wir früher Hochzeit im Sommer und nebenbei Zeit hatten, haben wir uns so zwischendurch einrichten, dass wir länger sind. Also im 19. waren wir das letzte Mal länger, 2 Monate. Dann ist es einige Jahre geworden, das Kate war noch gar nicht da. Und das waren 2 Monate und wir haben einfach gemerkt, wie das unglaublich eine Qualität noch mal mehr hat, wenn man nicht einfach, in Anführungszeichen, nur 2-3 Wochen geht, was ja auch schon viel ist und auch schon ein Privileg. Aber wenn man mal noch länger gehen kann, dass es absolut für uns mega cool ist, dass man so richtig eintaucht und richtig sich Zeit können nehmen für alles Mögliche und eben nicht immer noch so ein bisschen mit einem Hirnhälfte daheim ist oder schon wieder daheim ist. Man ist wirklich mal einfach der gewesen.
Und das haben wir immer gesagt, hey, das würden wir gerne mal noch. Ja. Wir haben ein paar so verrückte Ideen und Pläne. Und dort mal zu sagen, hey, jetzt wollen wir mal wieder ein bisschen länger gehen, ja, haben wir wie das Gefühl gehabt, dass es wahrscheinlich jetzt der richtige Zeitpunkt ist. Ja. Und eben, 4 Monate ist eine lange Zeit. Wie macht ihr das mit den Kindern? Schule ist ein Thema. Wie habt ihr das gelöst? Ja, wir mussten die Kinder wirklich abmelden von der Schule. Ja. Die sind wirklich nicht mehr auf der Liste in diesem Sinn. Ja. Und einfach abgemeldet. Und eigentlich von der Schule her, gell, so haben sie es gesehen, müssten wir eigentlich nicht unterrichten. Weil wir Okay. im Ausland sind und Ja. wir sind wie weg von der Ja. Schweiz. Okay. Aber das ist natürlich auch nicht in unserem Sinn. Wir wirklich sie unterrichten gerade so die wichtigsten Fächer wie Mathe, Franz, Englisch, vielleicht auch ein bisschen Deutsch mit Tagebuch schreiben und so. Genau. Ja. Da haben uns die Lehrer auch mega unterstützt. Gell? Ja, sehr, ja. Schön. Ja. Also wir haben von allen Lehrerinnen von Anfang an so, hey, mega cool, macht ihr das. Hey, sie tun auf jeden Fall das unterschreiben, weil zuerst hat die Lehrer wie müssen das Gesuch unterschreiben und dann weiterleiten an die Schuldirektion Ja. oder so. Genau. Und dann ist es eigentlich relativ schnell mal eben auch durchgewunken worden, eben mit dem Hinweis, hey, schau, ihr könnt sie nicht dispensieren, das ist zu lang, ihr müsst sie wie rausnehmen. Ja. Und das war eigentlich eine Formalität. Dann. Und dann haben wir gesagt, hey, ja, komm, das machen wir. Ja. Und wir werden es jetzt ein bisschen unterrichten. Wie genau? Das wissen wir auch noch nicht. Da kommt der Corinne mit ihrem Organisationstalent Genau. und strukturiert, diszipliniert. Ich würde auch sagen, ja, komm, das machen wir morgen. Ja. Jetzt gehen wir doch lieber an den Strand. Aber nein, ich glaube, das kommt. Ich freue mich eben eigentlich noch drauf. Ich freue mich wirklich noch drauf, Ja. muss ich sagen. Einfach, weil du hast dann plötzlich noch mal eine andere Zeit mit den Kindern, wo du konzentriert etwas dran bist, wo ich mich eigentlich wirklich sehr freue drauf. Ja. Und wir haben gesagt, gell, du nimmst die 2 Kleinen und ich die 2 Grossen. Ja. Ja. Cool. Ja, das muss man sich auch absprechen, oder? Ja. So ein bisschen, ja. Und das habe ich einfach gerade entschieden. Okay, ja, das ist auch gerne. Das ist auch gerne. Ja, aber weil ich ein Lehrer war, dann denke ich, hey, komm, du hast schon das Wissen und alles und kannst es gäbig weitergeben, das Mathe und so. Und ich denke, hey, komm, und ich tue doch einfach die Unterstufen. Ja. Ja. Gell? Kommt gut. Ja. Kommt Ja. gut. Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Ja. Ich freue mich drauf. Und vielleicht ist es pures Chaos, und dann werdet ihr es erfahren. Ja. Ja, genau. Das können wir dann im September aufnehmen. Genau. Und wo geht es her? Corinne zeigt auf mich, ja. Ja. Nein, das ist lustig, wir haben schon ein paar Leute darüber geredet, wo es hergeht. Und du hast aber erzählt, aber völlig falsch. Also, vielleicht wird es ja dann noch wahr, das wissen wir ja jetzt noch nicht, aber ja. Nein, wir haben lange gewährleistet, gell? Wir haben wirklich carte blanche gehabt, eigentlich. Wir haben gewusst, wir haben die 16, 17, 18 Wochen. Und wir haben gewusst, dass wir wahrscheinlich mit dem Camper werden müssen gehen, einfach rein noch finanziell. Ja. Weil wir irgendwo herfliegen und solange ein Camper mieten, dann bist du ruiniert. Und wir haben einen, der ist cool. Und dann haben wir gewusst, okay, das schränkt den Radius schon mal ein. Ja. Und dann haben wir gesagt, hey, ja, wir wollen sicher gerne warm haben am Anfang. Und wenn es jetzt am Anfang April schon geht, ist es echt naheliegender gewesen, mal Richtung Süden. Wir haben aber dann keine Klimaanlage und nichts im Karren. Und darum ist dann irgendwann der Süden zu warm. Ja. Im Juli. Ja. Und dann haben wir gesagt, hey, komm, jetzt gehen wir mal zuerst Richtung Sizilien. Und dann? Genau. Dann sind wir in Sizilien. Kannst du weiterfahren? Das ist einfach auch weiterfahren. Also. Ja. Ja, dann gehen wir über auf Apulien, machen wir so ein bisschen den Stiefel unten in Italien und gehen dann auf Civitavecchia. Civitavecchia, das ist Mattia weiss es immer. Nördlich von Rom. Ja. Und dann nehmen wir eine Fähre über auf Barcelona. Dann machen wir eigentlich so ein bisschen Spanien, Südspanien, Algarve, Portugal, Opsi, Lissabon, Porto. Und dann machen wir Nordspanien. Und dort entscheiden wir dann, ob wir die Fähre nehmen auf England über, Ja. Südengland. Und dann Südengland, Wales, vielleicht sogar noch Schottland machen. Oder ob wir gleich direkt in Frankreich durchkesseln, auf Hirtshals in Dänemark. Und dann dort fahren wir auf Oslo. Ja. Also vielleicht sind wir dann England, Wales und kommen dann wieder hey. Oder England, Wales und gehen sogar noch auf Norwegen rauf. Oder vielleicht gehen wir direkt auf Norwegen. Das kommt ein bisschen darauf an, wie ist das Klima im Norden, wie schnell kommen wir vorwärts und. Ja. Ja. Aber mal grob haben wir das so als Route, Ja, cool. Route genommen. Ja. Und das stellen wir eben gut, wobei ich kenne euch jetzt ein bisschen und darum ist es relativ einfach zu sagen, ja, ihr seid eben ein bisschen dem Wetter nachgegangen, so, weil wir die Idee kennen. Aber gleich so planen, wo gehen wir her, welche Region gehen wir besuchen, welche Städte. Und so. Weißt du, wie, die Möglichkeiten sind so viel. Wie schränkt man sich ein?
wie findet man, mal, diesen Spot wollen wir, der ist fix. Weißt du, wie macht man das? Da bin ich eben auch überfordert. Okay, ja. Wegen dem, wir gestern, ja, da so, vor Eni habe ich da so Reiseführer bekommen von Ja. Nordspanien und Portugal und Lissabon. Dann bin ich da durch und mir ein bisschen Zeug aufgeschrieben. Und dann habe ich das im Feedback gesehen gestern mal. Er hat dann müssen. Er hat gesagt, Fiber, kannst du das gleich eintragen bei Google, dass wir es ja finden Ja, oder ja. markieren. Ja, genau. Und dann der Albert Schier ein bisschen auslachen. Er hat gesagt, gut, ich habe da so irgendwie eine vegane Bäckerei gefunden. So, das ist ja interessant mal. Dann konnte ich das Zeug aussprechen und er hat gesagt, ja was, wo, ich finde das Zeug nicht, gell? Na gut, dann irgendwie um sonst etwas, ja, das Restaurant mit feinen Burgern, das könnte dir noch gefallen. Einfach weißt, so, hey, nicht Details. Aber ich weiß einfach fast nicht wie. Wegen dem, die Route, könntest du vielleicht hier... Ja, also wir haben es jetzt meistens so gehabt, bei solchen Ferien, wenn wir mit dem Camper unterwegs waren, dass ich eigentlich so ein bisschen die ganze Planung eigentlich auch übernommen. Also in welche Region, das haben wir sicher zusammen besprochen, definiert. Ist klar, wir gehen auf Südschweden, letzten Sommer zum Beispiel. Aber dann habe ich eigentlich die Routenplanung gemacht, Etappen, Regionen definiert, aber dann auch bis zum Teil relativ ins Detail geplant. Ja. Wo du dann aber auch bist dazugekommen, gell? Und hast gesagt, oh, ich habe noch etwas gesehen, also hat es Lädeli oder ein Flohmarkt oder ein Gemüsemarkt oder was auch immer. So solche Sachen, wo wir dann schauen vor Ort. Und wir haben das meistens eigentlich so gemacht, jetzt gerade bei längeren Reisen, dass wir einfach auf einmal hergegangen und die ersten paar Tage haben fix gewusst. Und dann haben wir relativ viel spontan entschieden, weil wir wie gesagt haben, hey, ja, es wäre ja blöd, wenn wir jetzt geht momentan nicht mehr zu Sizilien gehen, das ist klar. Aber wenn wir nicht in Sizilien bleiben, 4 Wochen, und dort Schiff, jetzt aber zu Puglia wäre es schön. Wäre es ja blöd, wenn wir in Sizilien bleiben. Ja. Also bringt es auch nichts, alles bis ins Detail zu planen. Ja. Wir haben auch wie gemerkt, wir müssen dort dann auch, oder wir können gut und relativ spontan entscheiden. Aber ich tue dann wirklich sehr viel mit Google Maps, ich gehe Blogs lesen, ich schaue YouTube-Videos an, ich mache mir Listen. Aber das ist mehr oft auch im Kopf. Und dann gebe ich ihm, genau. Cool. Und eben, der hat gesagt, er geht mit dem Camper rein. Ja, es ist ein schön grosser, bequemer, Hightech, moderner, mit Tempomat. Ja, gekühltes Sessel. Genau. Nein, erzähl doch, es ist ein lustiges Gefährt. Ja, super Gefährt. Nee, es ist nicht mega gross und wir sind eben sehr, sehr froh, dass es nicht so gross ist. Etwa 5,20 Meter mit der Fahrerkabine, also da ist ein bisschen weniger Platz auch noch zum Leben. Aber hey, so der Hammer. Weißt, wir kommen in die italienischen Dörfchen für das 6 Personen drin schlafen und fahren. Genau. Ich glaube, wir wollen gar nicht das Grosses, also im Leben nicht. Nein, es ist sicher manchmal wäre ein bisschen mehr Platz, ist klar, ist immer Luxus. Ja. Oder? Jetzt geht, wenn wir dann 4 Paar nasse Stiefel und eine nasse Regenhose haben, dann haben wir keinen Platz mehr. Weil dann hängt einfach das Zeug überall rum und du kannst nicht mehr kochen, das ist immer irgendetwas von der Beere und so. Ja. Aber das ist, da arrangierst du dich dann halt. Genau. Und es ist sehr rudimentär. Eben. Wir haben eine Weile lang hat's nur geheizt, aber er hat nicht kühlen. Und eine Weile lang hat es nur gekühlt, es nicht heizen. Mittlerweile geht beides. Ich hoffe, das bleibt so. Ja, ich weiss, wir sind losgefahren und er hat einfach geheizt. Wir sind auf Italien. Wir sind auf Italien. Er hat immer geheizt. Und dann bist du einfach immer in den Flipflops, so kurze Hosen. Das ist echt so, weil vorher hat einfach immer warme Luft rausgekommen. Ja, das ist doof. Nein, es ist kein Luxus, aber das ist auch das Schöne. Also das ist ja das, was wir eigentlich auch sehr schätzen. Also wir schätzen auch sehr das Schöne, weißt du, mal in einem schönen Hotel zu sein, mal es sich gut gehen, umgeben von Hochwertigem. Aber in unserem Camper schätzen wir eben auch sehr das Einfache, das Rudimentäre, dass wir eben nicht noch 6 Velos dabei haben, dass wir nicht noch weiss doch auch nicht, 100 andere Sachen haben, sondern einfach ganz einfach. Wir haben auch kein WC, wir haben so ein mobiles, einfaches. Und das längt, ja, und da arrangierst du dich. Und das ist echt schön am Campen, gell, für uns. Das ist cool. Meistens. Ja, ich kann mir vorstellen, dass manchmal dass es ein bisschen kracht. Oder also in einem gewissen, vielleicht in einem gewissen Rahmen. So. Ja. Oder geht es noch? Braucht ihr nicht manchmal das Bedürfnis, ein bisschen Ruhe, ein bisschen zurückziehen, geht ein bisschen für sich? Oder nicht unbedingt? Hey, es geht noch so. Nicht mega. Manchmal schon, aber nur Horti. Ja. Oder? Jetzt in Schweden hat es mir cool gedacht. Da bin ich jeden Morgen säckeln. Ja. Die Ruhe. So, aber jetzt, und sonst, gell? Nicht. Nein, es geht. Also manchmal ist es schon gut, wenn du 5 Stunden gefahren bist, dann lege ich Horti hinten auf das Nest, du schnell 4 Stunden die Augen zu, geht mit den Girls raus, irgendwie. Oder wenn es dir alles zu viel ist geworden, dann gehst du Horti aufs Bett und ich gehe Horti irgendwie raus oder so. Ja.
Das schauen wir schon. Das versuchen wir schon, unsere Bedürfnisse so ein bisschen zu äußern. Aber in der Regel funktionieren wir fast besser, wenn wir die ganze Zeit zusammen sind, als wenn wir fast nie zusammen sind. Also weißt, wenn ich am Arbeiten bin, unterwegs, dann komme ich heim, dann bist du fort, dann gibt es eher Spannungen. Und wenn wir so unterwegs sind, haben wir es eigentlich sehr gut, zum Glück. Ja, sonst würden wir es nicht machen. Ja, genau. In dem Sinne hat er in dem Sinne nicht Respekt davor, aber so lange auf engem Raum zu hocken, macht mich keine... Gar nicht. Nein. Doch, es ging schön, wenn wir heimkommen und ich habe das Gefühl, hey, unsere 3,5 Zimmer wohnen, die ist riesig. Hey, das ist unglaublich der Platz, den wir hier haben. Weißt du, das ist so das Schöne, dass es so eng ist. Aber da, ich habe wirklich auch nicht Respekt. Nein, das kann nicht. Die Kinder werden schon auch grösser. Ja, das stimmt. Das müssen wir jetzt schauen, wie es wegen dem Liegen geht, ob sie wirklich noch Platz haben, das 4. hoch, in einem Bett. Und vielleicht müssen wir dort etwas schieben. Aber das schauen wir dann spontan vor Ort, ja. Und ich glaube schon auch, dass jetzt die Ellen sich gerne zwischendurch zurückzieht und ein Buch liest, aber das hat sie ja immer die Möglichkeit. Ja. Das ist ja kein Problem. Ja. Und dann muss man halt nachher den anderen sagen, so, jetzt lässt die Ellen noch ein bisschen Ruhe. Ja. Jetzt ist sie am Lesen. Kommen wir raus, wir machen etwas, ja. Und das Leni kann manchmal schon ein bisschen hässig tun, so. Und dann merken wir, jetzt brauchen sie ein bisschen Zeit. Und das geht aber eigentlich, ja. Das merken wir auch. Ja. Und eben so mit dem zusammen unterwegs sein, braucht es vielleicht ein bisschen weniger Kommunikation, weil man ja die ganze Zeit ein bisschen zusammen ist. Und gleich muss man sich ein bisschen die Aufgaben aufteilen, sagen sich, ja, jetzt mach du das. Fällt euch das einfach? Ist das schon so viel eingespielt, dass es gar kein Thema ist? Oder wie löst ihr das? Er ist recht gut eingespielt, oder? Ja. Ich glaube, weil wir schon recht viel unterwegs waren zusammen, hat jeder so ein bisschen sein Gebiet, gell? Ja. Und manchmal muss ich sagen, hey, jetzt wäre ich froh, hilfst du da noch ein bisschen mehr. Ja. Oder du hier, gell? So. Ja. Weißt du, jetzt, ich habe so gerne ein bisschen Ordnung und doch das musst haben, wenn du so eng aufeinander bist. Und wenn dann die Schuhe überall rum sind oder einfach die Sachen Papierschnipsel und Scheren und Schreiber. Das kann mich ein bisschen nerven. Und dann habe ich das Gefühl, ich bin die Einzige, die mich nervt, und die anderen stört es nicht. Aber dann müssen wir da gucken und sagen, hey, hört, jetzt ist es wichtig, um ein bisschen Ordnung zu haben. Ja, voll. Sonst fühle ich mich nicht wohl und ihr ja vielleicht auch nicht so, gell? Ja, genau. Das ist, und du musst mir aber vielleicht danach sonst etwas sagen, aber nicht viel. Nicht so viel, nein. Aber wir haben sicher nicht immer jetzt auch den gleichen Rhythmus, weißt? Das ist sicher manchmal auch ein bisschen unterschiedlich. Also, ich wäre am liebsten am Morgen um 6 Uhr auf und würde irgendwie schon etwas machen, im Meer baden und dann zurückkommen und zu mörgeln. Aber da bin ich dann meistens der Einzige. Und früher, wo wir noch 1, 2 Kinder hatten oder gar niemand, konnte ich einfach aber machen. Jetzt geht es in Australien. Ich bin jeden Morgen um 5, 6 Uhr auf, irgendwo zu Fuß her, fotografieren, bin zurückgekommen. Und das ist tiptop gegangen. Das ist jetzt, ja, ein bisschen anders. Ja. Aber dort müssen wir sich immer wieder ein bisschen neu arrangieren und gut absprechen. Ja. Und gut, wenn eben, zum Beispiel gerne zwischendurch, gehe ich gerne mal einen Kaffee. Dann mal eine Stunde ein bisschen höckeln, und ein bisschen ausruhen, eben ein Zimtschneck essen, zu schwer oben. Und du wärst dann so, ja komm, jetzt kommt nicht gleich weiter, jetzt habe ich es dann gesehen, weil du trinkst keinen Kaffee. Und, ja, lieber noch ein herziges Lädeli. Und ich denke, in einem herzigen Lädeli, ja, wir kaufen nichts, das wollen wir jetzt in diesem herzigen Lädeli noch die ganze Zeit. Fahren ist schon voll. Und dann müssen wir logischerweise eben immer wieder ein bisschen schauen und absprechen. Das ist schon wichtig, ja. Aber ich glaube, es ist schon recht eingespielt. Ja. Jetzt zum Beispiel bei Kinderkleider packen. Du sagst zwar immer, kannst du noch schauen? Und ich schaue dann so drauf und denke, also ich habe keine Ahnung. Ich sage einfach, es ist gut, es ist gut, es ist mehr als gut, weißt? Und bei der Routenplanung, ja, ob wir jetzt durch den Lötschberg gehen oder durch den Gotthard, ist dir eigentlich wurscht. Ja, schön. Und ein bisschen Spielraum lassen, dort, wo man kann sagen, ja, dort ist deine Stärke, dort lasse ich den Freiraum, wenn du etwas brauchst. Ja, kann ich fragen. Ja. Das ist schön, ja. Vertrauen schenken. Genau, ja. Und gleich aber eben das, was du gesagt hast, finde ich schon wichtig. Ja, dass man eben merkt, aha, jetzt haben wir wirklich einen Puff. Jetzt sage ich mal von mir aus, auch wenn es mir jetzt nicht stören würde, kommen die Kinder in den Raum, zusammen. Und das ist herzig, das merke ich das jetzt auch schon. Die nehmen morgen manchmal auch schon das Bäseli vor und dann den Boden bäseln und schiessen alles über raus, weil sie merken, es ist doch schön. Sie haben es auch gerne, der gleich auch, ja. Oder eben, du merkst schon, hey, jetzt brauche ich mal ein bisschen Zeit, um ein bisschen zu planen. Kommen die Kinder, wir gehen mal schnell alle in den Laden und dann hast du gut eine halbe Stunde Zeit. Ja. Cool. Das ist cool. Du hast ein gutes Stichwort gegeben, vorhin packen, 4 Monate unterwegs. Ich hoffe, du packst und nicht viel. Das steht jetzt nicht, also. Das ist auch eine Herausforderung, oder? Weil du weißt nicht, ja, nächste Woche ist alles, immer 30 Grad, kein Problem. Ja. Ja?
Wie gehst du das? Ich glaube, ich nehme möglichst wenig mit. Ich will die auch noch mal. Los jetzt. Ich möchte gerne etwas gänkeln. Ja. Das stimmt, das stimmt. Beispielsweise, es hat nicht Platz. Genau. Nicht wirklich. Ja. Ich sage, okay, komm, ich probiere wirklich. Wenn, ja, es ist 4 Monate. Ja. Nee, weißt du, 3 Wochen es ist eher, hey, komm, weißt du nicht. Aber Ja. ja, probiere wirklich möglichst wenig mitzunehmen. Und bei den Schuhen finde ich es ein bisschen Challenge. Weißt du, du willst schon irgendwie Flipflop, dass sie kurz schnell an den Strand kommen. Es ist egal, wenn es nicht flutig nass Oder ist. das Camping-WC oder was Genau. auch immer, ja. Ja, aber Sandalen wären ja auch noch schön, wenn sie das Röckchen anhaben, das ist ein bisschen hübsch. Nachher aber Turnschuhe wären ja auch gäbig. Hey, wenn wir lang laufen, mal in der Stadt, sind wir eigentlich so lange unterwegs mit den Kindern. Ja, wenn es regnet, das ist nichts gäbig von denen, es hat noch Gummistiefel. Und das mal 4, dann hast du irgendwie 16 Paar Schuhe. Ja. Das ist doch noch ein bisschen schwieriger. Ja, aber klar, wir ja. können recht tischeln. Ja. Das, Da bist du extrem gut, Ja. ja. Das mit dem Wenig mitnehmen, das muss ich sagen, das ist schon viel besser. Also ich weiss auch früher, ich hatte mein kleines Schäftchen und noch mein Kamerazeug. Und du hast 2,5 Schäftchen gehabt. Du hast sogar fast 3 manchmal. Und du hast am Schluss gesagt, diesen Pulli habe ich nie gebraucht, die Hose habe ich nie gebraucht, das habe ich nie gebraucht. Und das ist ja eigentlich auch schön. Also weißt du, nimmst ja mit, für, wenn es kalt ist, oder hast du es dann gar nicht gebraucht. Das war eigentlich noch cool gewesen. Und mittlerweile muss ich sagen, du bist wirklich viel besser mit wenig mitnehmen. Und gleich habe ich noch das Gefühl, habe ich diese Sachen Ende Ferien, habe ich das Gefühl gehabt, das haben wir wohl nie gebraucht und nie gesehen. Ja. Aber ich glaube schon, das ist ja bei mir auch so. Ja. Ich kann mir auch objektiv und filmen, nehme immer wieder mit heim gewisse Sachen, die ich nie gebraucht habe. Ja. Aber ja, es lernt dem schon ein bisschen zu reduzieren. Ja, das glaube ich. Ja. Und mit weniger auszukommen. Da bist du wieder viel besser, ja. Also weißt du, mit überlegen und gut strukturiert, weisst eben, ich habe etwas für warm, ich habe etwas für halbwarm, ich habe etwas für kalt. Ja. Und ich würde auch einfach denken, dann soll sie ja 2 T-Shirts anlegen, aber nachher kommt das Gemotz. Ja. Das ist nicht gäbig, das sieht nicht schön aus und was auch immer. Darum bin ich schon sehr froh, ja. Das tut der cool. Oder Schreibzeug oder Küchenzeug, da hat die Hälfte nicht dabei, das ist ja so, ja. Darum ist schon gut. Wie macht ihr das eigentlich mit Waschen? Kann man das auch auf dem Campingplatz? Oder wie? Hey, du mega viel von Hand. Von Hand einfach, ja. Jetzt Schweden oben, es da See Ja. der Hammer. Ja. Da kann ich Wasser reichen, dann habe ich von Hand geschrubbt. Ja. Und dann, genau. Und vielleicht ähnlich oder vielleicht ähnlich haben wir wirklich so in der Waschmaschine. Ja. Aber es ist grosses Zeug. Wenn Ja, vielleicht das Speise ist ins Bett gegangen oder so, bist du ja froh. Das Ja, nachher genau. eher so. Aber sonst, gell, sonst haben wir wirklich nicht viel von Hand. Ja. Das ist, die Sachen gehen da mit, ja. Irgendwie immer super, ja. Ja. Ja, das ist ja dann, das Waschen ist ja noch eins, gell? Das Problem ist ja dann, wo hängst du es auf? Genau, ja. Und wenn du dann immer weiterfährst, kannst du es ja gar nicht das wirklich nicht, aufhängen. ja. Und wenn das Wetter vielleicht auch nicht so gut ist, kannst du es auch nicht aufhängen. Und dann musst du schon gerne schauen, ist immer ein bisschen, Ja. immer ein bisschen, aber da bin ich froh. Mit dem habe ich gar nichts zu tun. Ja. Da ist Corinne. Ja. Du bist zuständig für die Erinnerungen. Und darum, was packst du alles ein in deinen Fotorucksack? Hey. Nimmst du einen Kühlschrank mit für die Filme? Genau. Oder, Nein, am liebsten würde ich natürlich aber mega viel mitnehmen, weil ich im Alltag brauche ich ja immer die paar gleichen Sachen, Ja. im Berufsalltag. Und ich habe so viele schöne Geräte, die einfach eben mehr für die Freizeit sind, mehr für das Bewusste und das langsame Föteln. Aber eben, das ist gar nicht möglich im kleinen Karren. genau. Darum muss ich mich dort logischerweise auch einschränken. Und jetzt für dieses Mal habe ich mich so für 2, 3 Kameras entschieden. Eine Film, eine einfach so ein bisschen Licht und eine, die ich auch noch ein bisschen filmen kann. Wir haben gesagt, wir würden eigentlich gerne noch, wenn wir heimkommen, vielleicht mal einen Vortrag machen, Präsentation und so. Und dann ist es eigentlich noch cool, wenn wir auch noch die Sachen eigentlich auch noch ein bisschen filmen können und das ganz gut dokumentieren können. Aber ja, ich werde ja auch am Abend vorher entscheiden, was ich jetzt wirklich genau alles mitnehmen. Ja. Und eben mittlerweile, weißt du, wenn du irgendwie Filme brauchst, das kannst du zu Italien, das kannst du in Spanien, das kannst du immer irgendwo kaufen. Ich kann nicht genug mitnehmen für die ganzen 4 Monate, jetzt gerade was Film anbelangt. Weil unser Kühlschrank ist munzig. Also, das ist sehr, du kannst mal 1,5 Liter Flasche können wir, nein, glaube ich nicht. Wir können, glaube ich, nicht mal 1,5 Liter Flasche rein tun. Ich glaube, 1 Liter ist für hoch ins Maximum. Ja. Und, also es ist wirklich, es passt ein Bierdösel, oder einfach ein Dösel passt ins Gefrierfach und dann ist das voll. Also, okay. es ist sehr klein, ja. Aber es ist schon gut, eben. Ja. Es passt. Ja. Naja, kommt schon gut. Ja. Gibt es auch Kameras mit? Gibt es etwas, ein Parallel dazu, weißt, wo du sagst, und das nehme ich mit, eine Nähmaschine? Oder weißt, irgend so etwas. Gibt es etwas? Hey,
ich habe gedacht, ich habe das als Stickkürzchen gemacht, also ja, nur kurz am Abend, Ja. ob ich da ein Ja. bisschen Fädeli soll mitnehmen und Nädeli so, aber das braucht halt nicht viel Platz. Ja, ja, genau. Ja. Nein. Ja, ausser du hast wirklich so Rollenstoff. Ja, genau, ja. Nein, es ist einfach so ein bisschen, Ja. ja, Du hast viel, aber noch so ein bisschen Bücher, verschiedene, gell? Du nimmst aber etwa noch mehr, du, Ja. so Notizbücher und so. ja, genau, so Zeug. Ja, ja. Aha. Nein, das ist kein Hobby. In dem Sinn, wo du mitnimmst. So, ja. 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 Gut, cool. Hey, ich habe noch ein paar Fragen. Es sind wirklich nicht viele, aber wo ihr einfach nur mal ganz schnell könnt eine Antwort geben könnt. Okay. Ja. So, so ein bisschen... Beide oder etwas eins von Schnelles. beiden? Nein, beide. Beide. Genau, ja. Gut. Ja. Auf welchem Land freut ihr euch am meisten? Schwierig. Schweden. Schwierig. Bei mir ist es auch Norwegen. Und sicher auch gerade am Anfang Sizilien, weil es einfach gerade neu Aber du kannst mal eins sagen. Ah, kann ich mal eins sagen? Norwegen. Wenn wir überhaupt gehen. Ich weiß es nicht. Okay. Ich sage in Sizilien. Okay. Ja, wir wissen es Ja. vorstellen. Gibt es etwas, das euch Sorgen bereitet? Nein, ich glaube nicht. Nein. Eigentlich auch nicht. Ich Nein. weiß jetzt gar nicht was. Wetter höchstens. Oh ja, wenn es würde regnen die ganze Zeit. Ja. Ja, das wäre nicht Ja. so cool. Ja. Ja. Aber es ist nicht mega eine Sorge. Ja, Einfach genau, anschnecken. Ja. Also, ja. Dass der Camper hoffentlich nicht kaputt geht. Ja. Und das ist auch wirklich sehr blöd. Ja, genau. Ja. Ja. Okay. Auf welche Küche, also welches Essen freut ihr euch am meisten? So ein bisschen auch vielleicht zu entdecken oder vertiefen. Hey. Sag du, Ich sage Italienisch. Also ich freue mich, wenn wir im zweiten, dritten Tag Sizilien einfach mal feines Pasta essen Ja. oder feine Pizza. Auf das freue ich mich mega. Ja. Mal ein gutes Burgerrestaurant. Da freue ich mich. Nordspanien ist eine der coolsten Brauereien. Baskenland heisst die Ja. Brauerei. Oh, da Ja. hättest du mehr Platz, würde ich sagen, ich kaufe ganz viel Bier. Ja, die Jungs haben schon gesagt, wenn wir dort tätigen, können wir sie das Wochenende runter. Ich soll das sagen, wenn wir tätigen. Glück, hat gesagt, Sehr ja. schön, ja. Dort freue ich mich sicher sehr, so als kulinarisches in dem Ja. Ding. Ja. Aber es ist also viel spannend. Ich weiss noch vom Love Your Neighbor Shooting, das wir hatten, in Portugal, südlich von Lissabon, gerade am Strand. Dort hat es eine Beachbar gehabt. Dort habe ich auch einen der besten Burger von meinem Leben gegessen. Habe ich gestern Abend gerade die Beachbar gefunden Ja. und gerade gespeichert. Cool. Und dort würde ich mega gerne her am Abend, wenn die Sonne untergeht über dem Meer, dort einen Burger essen. Ja. Oder es hat auch ganz andere, noch feine Sachen. Und es ist mega cool, es würde dir gefallen. Vom Style her. wie wird man gerne ein bisschen deftiges Essen Ja, genau. und Burger und Pommes Ja. zum Teil so. Pizza, Pasta, und ich habe Risotto. gerne, so irgendwie auch ein bisschen gesund ist und Ja. so ein bisschen Kräutchen. Ja. Und das weiss ich nicht, zu welchem Land es das könnte geben. Ja. Also in Schweden haben wir eins gefunden, ein Hammerrestaurant. Ja. Hey, so Brötchen und dann hat es überall Blumen und Kräuter. Und, Ja. herrlich gewesen. Okay. Ja. Okay. Das finden wir sicher überall. Ja. Ja. Wenn ihr jetzt die Augen zutut, was ist die Traumaussicht aus dieser Reise? Wo ihr jetzt sagt, auf das freue ich mich. Ja, ich weiss es schon. Burger in dieser Beachbar in Nein, Lissabon. nein, aber etwas anderes, ja. Aber Ich bin nicht so spontan wie du. Sagst du das einfach. macht nichts, das macht nichts. Du genießt es für den extrem, wenn wir dort erst sind. Ja. Dann bist du aber, ist es schön. Und so, ja, mal, ja, ist schön. Ja. nein, nicht ganz so extrem. Also für mich sind es auch wieder zwei. Algarve, oben an den Klippen irgendwo stehen, auf das Rauchenmeer zu schauen, das Meer schmecken in die Nase, Sonnenuntergangslicht dort, vielleicht am Strand unten spazieren, so Bögen im Wasser raus, Felsenbögen. Auf das freue ich mich extrem. Und wenn wir auf Südengland gehen, so ein bisschen dort die Küstenabschnitte in Cornwall, da freue ich mich mega drauf. Ich habe das Gefühl, das ist mega schön. Und vielleicht noch die Wüste in Spanien. Ja. Da freue ich mich sehr drauf. Sehr schön, ja. Ich glaube, das ist der Vorteil, dass du planst. Ja, Du weißt sicher. genau, wo du Ja, denkst, das stimmt, sorry, ja. ich weiss einfach nicht. Also das mit den Klippen habe ich vorhin auch gedacht. Einfach, dass du so ein bisschen, ein bisschen wie Australien-Feeling, weißt du, Ja, so ein bisschen. ja, Also, Great du hörst so Ocean die Wellen oder so und vielleicht ein bisschen von oben ankommen. Das. Aber sonst, ich habe mir wirklich noch nicht so viele Ja. Gedanken einfach Okay. gemacht, auch wie du. Definitiv. Ja. Also, Ja. Macht doch nichts. Gut, nächste Frage. Wie viele Bücher nehmt ihr mit? 2 bis 3. Ich vielleicht 4, 5. Ja. Und was habt ihr das Gefühl, wie viel werdet ihr gelesen haben am Schluss?
2 bis 3. Ich weiß nicht. Sicher, aber Ich glaube schon. Ja, ich glaube schon. In der Ferien komme ich darum aber schon dazu. Okay. Ja. Ein bisschen reingeschnäuselt. Ist schon gut, ist schon gut. Ja. Ich nehme an, King freut sich mega drauf. Auf die Reise. Ich glaube schon, aber ich glaube, es ist für sie noch schwierig abzuschätzen, was es eigentlich bedeutet, so viel lang fort zu sein. Ja. Aber ich glaube, sie freuen sich schon sehr. Mann. Ich glaube, die sitzen noch so im Moment in der Schule und mit Kollegen abmachen und so. Und ja, sie sind wirklich auch noch nicht so im Kopf dort. Aber wie kannst du auch, wenn du es noch nie hast gemacht hast? Genau, aber sie freuen sich, glaube ich, schon. Ja. Ja. Und weißt du, wenn wir jetzt erst mal in Italien Klasse essen. Oder die Füße im Sand haben und im Meer stehen. Oder zuerst mal sie ihre Schnorchel- und Taucherbrille anlegen können, die sie zu Weihnachten haben bekommen von Grossvater. Da werden sie sich mega freuen. Ja, Sie sind wirklich, das ist einfach das Schöne an den Kindern, sie sind voll im Moment. Im Moment, genau. Ja, das stimmt. Ja. Und dann bist du irgendwo, es ist feine Tag gewesen, dann sind die happy. Genau. Und 5 Minuten später ist es vielleicht wieder Katastrophe. Ja. Genau. Das ist eigentlich so, gerade auf Hinblick auf so eine Reise, ist wie so, oder allgemeine Reise, oder denkst du so, wow, die Vorfreude, mega cool, mega. Dann bist du drin und danach denkst du schon, wo gehen wir denn als nächstes? Weißt du, so, und Kinder haben die Fähigkeit wie noch gar nicht. Ja. Und dann genießen sie und lieben sie einfach den Moment. Das ist eigentlich so schön. So, und gerade bei so einer langen Reise, 4 Monate unterwegs, das ist wie so, ja, eigentlich sollten wir es einfach genießen. Sollten wir es einfach, wow, schön. Ja, absolut. Ich sollte auch schon eigentlich im Vorfeld schon überlegen, ja, dann machen wir das, machen wir das, machen wir das, machen wir das. Und so. Das stimmt. Wirklich schön. Aber Kinder, sie sind da, ich gehe in die Schule, machen ab. Ah, morgen gehen wir in die Ferien. Ah, okay, cool. Wo gehen wir her? So. Dann ist es eigentlich mega etwas Schönes. So unbeschwert und... Und Unbeschwertheit ist sehr etwas Schönes, wenn man das kann haben. Ja, mega schön. Hey, und ja, wir sind jetzt gerade am Schluss von diesem Podcast und ich freue mich mega, einerseits nach der Reise zu hören, was ihr alles erlebt habt. Ihr seid ja sehr grosszügig im Erzählen, darum werde ich die Reise eigentlich fast selber noch mal erlebt haben. Aber ihr werdet hier unterwegs dann so ein bisschen Mini-Podcasts aufnehmen. Habt ihr auch mal gesagt. Genau, wo ihr dann uns und die daheim werden so ein bisschen mit einbeziehen und so ein bisschen Bescheid geben, wie es nachgeht. Absolut. Da freuen wir uns drauf. Ja, genau. Wir haben das mal so angedacht, dass wir eigentlich den normalen Podcast, den wir aufzeichnen mit unseren Gästen, werden rausgeben. Genau. Aber dass wir zusätzlich noch ein kleines Mini-Dings machen, wo wir irgendwo herhocken, die Kamera aufstellen, 2 Mikrofone. Und dann uns mal filmen, eine halbe Stunde etwas reden. So alle Monate eigentlich. Das sind wir alternieren. 2 Wochen kommen wir, 2 Wochen kommt ein grösserer Gast, dann kommen wir wieder mehr. Ja. Irgendwie so. So fleiss? Ja, 4 Mal einfach. Aha. Ja, Oder? Wahrscheinlich. Ja, so. April, Mai, Juni, Juli. Ja, freust du dich? Wir können ja auch. Hey, das ist jetzt auch super gegangen. Nee, aber du hast ja dann einfach alle 4 Wochen. Weißt du, für dich ist es nur alle 4 Wochen. Aha. Genau. Und dann nach 2 Wochen kommt dann einer, den wir jetzt schon aufgenommen haben hier. Und dann 2 Wochen später kommen wir wieder mehr. Also das ist immer 4 Wochen Pause. Gut. Genau. Nein, also das freut mich, ja. Und wir haben gesehen, wir werden relativ wenig eigentlich online sein. Wir werden sicher zwischendurch mal etwas posten. Ja. Aber wir wollen bewusst wenig online sein, auch auf Social Media und so, genau. Ja. Obwohl es mir das gerne. Also du tust ja nicht gerne noch Sachen Schönes teilen und die Leute zum Teil interessiert sie auch, was sind sie eigentlich, was erleben sie eigentlich. Und wir finden es echt noch schön, dass du eben dort etwas teilen kannst und so. Aber wir haben gesagt, relativ wenig. Aber wir schauen dann. Ja. Wir werden uns immer freuen auf Fotos und Videos. Genau, merci. Genau. Oder auch nochmal eine Nachricht. Genau. Auf jeden Fall. Yes. Hey, danke vielmals für den Einblick. Es macht mega Freude. Ich freue mich mega auf unsere Reise, obwohl sie viel kürzer ist. Und, aber auch sehr cool. cool. Mega cool. Ich freue mich wirklich sehr drauf. Ja, danke vielmals. Und sehen wir uns im August oder September wieder für einen Rückblick. Genau, im Podcast stehen wir wieder, ja. Genau. Ja. Ich möchte auch noch dir merci sagen, Matthias. Ja. Das ist, also die Reise ist für uns ein riesiges Geschenk und ein riesiges Privileg, dass wir das machen können. Wirklich nicht selbstverständlich ist. Und es hat ganz viele Sachen, die da dazu reinspielen, dass wir das machen können. Und eins ist sicher, dass du bereit bist, in dieser Zeit weniger zu arbeiten,
Ja, und uns in dem Sinne lässt du gehen, uns den Rücken frei behaltest, sogar das eine oder das andere Shooting übernimmst, wo wichtig war. Und ehrlich gesagt hast, du traust dir hier zu, zum Laden zu schauen, dann ab Mitte Mai wieder, und das alles zu managen hier. Das ist sehr ein grosser Teil, dass wir das machen können, ist wirklich deine Mithilfe. Merci vielmals. Sehr, sehr gerne. Das ist, ist viel wert, finde es mega schön, dass ihr das macht und da unbedingt ermöglichen. Also, Ja. ich habe in dem Teil, wo ich dafür zuständig Genau, ja. Nein, danke. ja. Nein, von dem her Freuen uns. sehr Spannend. Ja. Yes, Juhu. also, dann gehen wir jetzt zum nächsten Zeug, wo ansteht. Ich würde sagen, ja. Merci fürs Hinhören. Jawohl, Danke fürs merci Mitmachen, Schatz. Ja, danke. Tschüss. Ciao.